Wir haben ja jetzt den 1. August, oder? Und dort wird viel Kracher abgelassen und so weiter. Was ist denn da eure Meinung dazu? Ja, das wäre nicht unbedingt notwendig, Kracher. Ich bin für den Frieden und für die Ruhe und ein schönes Liedli singen. Heil dir Helvetia, hast noch der Söhne, ja, wie sie Sankt Jakobs Afreitfall zum Streit. Ja. Und dann natürlich am 1. August könnte man eine Glasse essen. Eine feine, man kann ja ein Schweizer Kreuzchen drauf machen, vielleicht, dass es ein bisschen, sagen wir mal schön, wie sagt man dem, nicht freundschaftlich, dass es einfach der Stadt entspricht, schön Basel entspricht, ja, gut, ja. Gut, und ja, das wäre es so vom 1. August. Ich habe am 11. August Geburtstag, also ganz nah dabei. Ja, gut, prima. Darf ich mich nach ihrem Alter erkundigen? Ja, ich war 87 gesehen. Erste Kolonie mal 90. Aber vor 87 Jahren, vor 85 Jahren haben wir gesagt, oh, ein Auto. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht drunter kommen. Ja, so ist das. Es hat sich alles gewandelt in der Zeit, aber der 1. August ist alle ähnlich geblieben, höchstens mehr Kracher diesmal. Wie ist denn das früher gefeiert worden, vor 85 Jahren etwa? Der 1. August, ja. Auch immer schöne Feuer, dann ist man eben übers Land gegangen, dann haben sie große Feuer gemacht. Ist zwar für die Umwelt nicht so gut, aber hat schön ausgesehen. Ja. Schöne Feuer und Kracher hat es immer gegeben, oder Raketen schettern, ja. Wie ist denn das früher gesehen? Heutzutage wird ja die historische Bedeutung geht immer mehr verloren. Immer weniger Leute wissen darum. Ist das damals auch schon der Fall gewesen? Ja, ich weiß nicht. Wenn man so gleich ist, dann um die Zeit, dann interessiert man sich nicht für das. Dann ist das, was man reinschlägt, das ist viel besser. Oder wenn es ein schönes Lied gibt, eben halt die Helvetia zum Beispiel oder so. Ja. Das ist schön gewesen. Und die Umgebung, und das schöne Wetter, die Sonne scheint und der blaue Himmel. Ja. Und die historische Bedeutung, es ist ja umstritten, ob damals wirklich der Rütli-Schwur und all das zustande gekommen ist. An was glauben Sie? Ja, sehr wahrscheinlich schon. Ich glaube nicht, dass sie da gelogen haben oder etwas erfunden haben. Das ist dann schon noch wichtig gewesen, ja. Ich glaube schon, dass das stimmt, ja. Also ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich hoffe, es ist niemandem schlecht, wenn er das persönlich ade. Dankeschön vielmals.